Präsident, die Damen und die Herren, ich will auch aufhängen und Herr Bauer, merci so für ein ganz gute Resümee von der Situation, von dem Gesetz, wie ihn Lohai gehen hört. Wir können ihm recht gehen an all den Kritiker, die so unterschüttet, dass es so lange gedauert hat, bis das Gesetz kommt. Mir prinzipiell, und das will ich nur mal direkt unterstreichen, ihre dann ein bisschen mehr im Detail geben, begrüßen wir auch als RDR, dass der Max Planck Institute Luxembourg kommt. Wir müssen in die Sache aber ein bisschen mehr genau gucken. Wenn in den Vertrag liest, den du aufgeschlossen oder die Verträge liest, die du aufgeschlossen wären, da stellt ihr fest, dass es kein, wie das gewöhnlich an einem Vertrag aus kein Gleichgewicht gibt zwischen Vertragspartner. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das gelesen und ich habe mich erinnert gefühlt und etwas, was mir aus meinem ersten Beruf bekannt ist, die bedingungslose Kapitulatioun von engem für den anderen. Das ist auch ein bisschen heute der Fall. Das einzige Recht, was wir als Lützeburg haben, das zu 100% bezahlen. Das ist nicht viel. Lohnt es sich? Was kriegen wir dafür? Wir kriegen natürlich Präsenz von einem Max Planck Institute zu Lützeburg. Und das ja auch für Prestige geschwärzt gehen hier in dem Gesetz. Mir wird das der Prestige wirklich wert für ein Land, als das einzige, was man muss sichern, das für Visibilität geschwärzt gehen. Ich will so an den Konventionen besteht keine Garantie für die Visibilität. Außer dass der Max Planck Institut den Haien Sitz zu Lützeburg hat. Es ist nicht gesagt, dass die Forschungsarbeit unbedingt muss hier sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass Doktoranden von dem Max Planck Institut irgendwo in der Welt hier Arbeit machen, mal nicht unbedingt hier, aber 100% zu Lützeburg bezahlt gehen, was sie mal dann vielleicht nicht wissen oder das nicht bewusst sind. Die Visibilität von einem Land, die muss auch vertraglich aufgesichert gehen, wenn sie hat. Es muss bekannt gehen, dass das Max Planck Institut zu Lützeburg ist und das ist hier an diesem Vertragswerk auf jeden Fall an unserer Analyse nicht garantiert. Das hätte können und das hätte doch müssen viel mehr präzisieren und aufsichern. Selbst wie die Relationen, die wir in Lützeburg abgebaut gesehen. Auch das ist ein rein One-Way-Street. Die auf dem Max Planck Institut Beruf sind, die dürfen auch auf der Universität Lützeburg hier Lehrer machen, natürlich hier Lehrer gehen, also professorale Aktivitäten ausführen, umgekehrt nicht. Auch das ist bemerkenswert. Es ist auch nicht festgelöst, dass zum Beispiel der wissenschaftliche Beirat eine andere muss besetzt geben, wo Leute aus der Lützeburger akademischer 10, sie wird von der Uni, sie wird aus Regierungskreise oder auch, was auch deutlich fehlt, das Luxembourg School of Finance. Es besteht kein Bezug an dem Vertragswerk auf Luxembourg School of Finance, ob schon mal hier an enger von den 3 Forschungsaktivitäten ausdrücklich rechnen, ausdrücklich schwätzen, wo vergleichenden Verfahrensrecht an Finanzfroen. Auch das als ein Lakun an diesen Vertragstexter, die nicht hätte dürfen existieren. Da muss ich noch gucken, ich meine, mein Kollege von der Gringer Partei, der muss auch schon ob die ganz komisch Kündigungsfristen du aufmerksam gemerkt hat, nicht dat Kündigungsfrist die ganze rechtliche Berufszeit vom jüngsten Direktor muss aufdecken. Dat gehört auf jeden Fall soweit ich weiß, an Menge modester Kenntnisstand sos näherens, nicht hier am Land. Vielleicht kann die Regierung als besonders erklären oder als so, wie weit so ob so Regelungen angeht. Also so eine Garantie wie heute Matterbeter kriegen an dem ganzen Institut am Vertrag steht Unbedingtheit der Finanzierungszusage, da tun ich auf jeden Fall sonst nach Näherens gesehen. Und dann, also doch interessant für die gerichtlichen Dispositionen zu lesen. Wir haben eine Diskussion hier am Land, wo verschiedene Leute Demonstrationen an der Straße machen, andere hoffen, ob der Juncker wird aufgewendet zu kriegen, dass das dem Goe von unserem nationalen Gerichtssystem durch am Kader vom TTIP Investor to State, Dispute Settlement, also sech juristisch Montage wie das Justizsystem von einem Land können zu umgehen. Hi, hummer eng Streitregelung zwischen dem Max Planck Institut und dem Lützeburger Staat, das also ein Tribunal d'Arbitrage, ein Conseil d'Arbitrage, den zu Paris ist, an also Lützeburger Staat, wo dann d'accord, dass man Streitigkeiten mit Max Planck Institut zutisch, wie sich auch gehört, und zivilisierte Leute am bilaterale Gespräche probieren zu klären und dann auf den Arbitrage gehen, und nicht ob als nationale Jurisdiktionen, und noch bei ausländische Arbitrageinstitution. Die Leute, die Datei stimmen, die mussten sich aber auch nur froh lassen, wenn wir auf den TTIP kommen, für was sie heute quasi mit einem Umgehen von der Lützeburger Jurisdiktion und auf der anderen Seite dann am TTIP, wie wir auch von der ADR da aber hier bedenken. Und das gesagt, versteht er, dass wir so verträgt, wie die als heute präsentiert gehen, die viel zu spät dem Parlament vorgelöscht gehen.
Auch noch wahrscheinlich schlimme, weil die 40 Millionen am Budget exigiert und Lützeburger Parlament zu informieren. Mir das ist ein klassisches Beispiel von einem schlecht ausgehandelten Vertragswerk von der Lützeburger Regierung, dafür so Filmreis drüber freuen, dass der Max Planck Institute heute zu Lützeburg ist. Fanden mir, es hätte mich mehr visibel sehen, es hätte mich eine bessere Vertrag sehen. Dafür enthalten wir uns bei diesem Gesetz. Ich so nicht merci.